Herzlich willkommen beim Podcast Eure Stöppler, dem Podcast vom Movement Ökologique, wo wir mit unterschiedlichen Erwitien über Themen von der nachhaltigen Entwicklung schwätzen. Ein von unseren Kernthemen ist der Naturschutz. Mit zwei von unseren ehrenamtlichen Experten, dem Roger Scholz und dem Jacques Pier, alle beide Biologen, gehen wir heute an den Busch. Lützeburg hat verhältnismäßig viel Busch, und gilt zu Napoleons Zeiten ja so gut Departement des Forêts genannt. Aber wie geht es heute unserem Busch? Dacks heiert de jo, dat den ënner dem Klimawandel leit an och so krank wie. Wie gesäit dann de Bëch vun eiser Zukunft aus? Dëse Froen ginn den Alain an ëcht Claire ze summe mat eisen zwee Biologen lo op d'Spur. Kommt mat deis a viel Spaß beim Nolauusstrom. Wie sie dir am Anfang zu dem Busch-Thema kommen? Roche, war das zum Beispiel die ersten Erinnerungen, die du am Busch verbindest? Ich kann bald behaupten, dass ich mit meinen Großeltern am Busch recht aufgewachsen bin. Meine Großeltern haben nur beim Busch gewohnt. An all meiner Freizeit, sich mit dem Bopi, mit der Bomi, sind wir entweder Champignon-Pläcke gegangen oder wir sind Holz gesammelt für Heizung. Kachmaschine, die hat mit Holz gelernt, sodass ich von früher wirklich gut Gefühle vis-à-vis von dem Busch immer hatte. Und du, Jacques? Ja, bei mir war es ein bisschen ähnlich. Wie gesagt, das natürlich von jungem Mund, wohin sich man Busch identifiziert, ob mit den Plätzen sind, die einfach wunderschön sind, wenn dort Sonne ob oder einer geht. Ich bin mit meinem Hobby, mit der Fledermaus eben noch auf Nutz, länger am Busch NRW, mir auch zum Teil, wie gesagt, doch familiär bedingt, weil mein Großpapa noch ein paar die Büscher hat, in der Matgeholt, Matgeschläft als kleiner Bau von 12 Jahren. Und ich noch, ja, das Gefühl von dem Naturerlebnis, von der Quantität hier kennen, dann natürlich auch immer am Laufe von seinem Leben im Gesicht hat. Lo, am Busch geht es nicht gut. Am Busch. Nee, dem Busch geht es nur wirklich nicht gut. Also, wir haben alle Erden zusammen geguckt, Herr Lützeburg, schon mal knapp 14% von den Bäumen, die noch gesund sind. Der Rest ist mehr oder weniger schwer krank oder carrément aufsterbend oder tot. Wenn ihr als Hauptbaumarkt guckt, das Rotbich, die leidet über 90% von geschädigten, respektive schwer geschädigten Bäumen. Also das ist eine Situation, die kann ich nicht so als normal bezeichnen. Wo gesehen echt dann, dein Rotbich krank ist? Ja, also es gibt ein paar Symptome, die das weisen, dass ich also mal soll immer auf die Krone gucken. Da, wo das oben aufhängen, sich zu verfehlen, respektive wo du dich erst oben an der Krone sehen, das sich schon wirklich massiv zeichen, dass die Baum krank ist. Das ist ja da, wo eigentlich am besten Sonnenlicht kennt, das sie ja braucht, für eben können zu wurzeln. Wenn dort aufhängt, 40 zu weisen, dann kann ich sagen, das ist dramatisch. Bist du krank? Und wie war das so krank, Jacques? Will man nicht gut mit dem umgehen. Einerseits, wir haben ja ganz viel auch Kleinbüscher zu Lützeburg, die kein größtes Dave tun. Der Tisch haben als Büscher relativ viel abgerappt und zerschnitten. Sprich, für Fragmentation. Wir sind Europameister am Zerschneiden von Lebensräumen. Auch als Büscher, der Tisch als Büscher, haben immens Probleme, das Mikroklima zu halten. Aber wenn ich vom Mikroklima schwätzen, sind wir natürlich beim Klimawandel oder Klimakatastrophe. Das ist natürlich gerade die Suite von Brechenden, respektive die Extremen, die Klimakatastrophe als an den letzten Jahren bräuchte hat, dem du mal da nicht gut dienst. Du hast eine Frage, wo auch vielleicht die Leute, die nur lauschen, interessiert, weil es ja auch ein Thema an der Last war mit der Sicherheit an den Büscher. Landwehr muss ja aber Futis beim fortgemacht gehen.
war das du dann den Impact weiterhin op de Busch? Weil ich jetzt so nach meinem Kollegen geschaut, den am Vierstand von Hessen Forst sitzt. An Deutschland also Text richterlich festgehalten gehen, dass wenn ihn an den Busch geht, das Risiko, dass ein Erst oder beim Umfeld ging das inhärent einfach am Lebensraum. Also natürlich also der ganz tragische Fall an, ich meine, das wir noch nicht vergessen, wie gesagt, du hast für eine Familie, du sie Leute, die am Trauer sind, mehr an aber kann man nicht aufhängen, die Sicherheit so ausspielen, aber wir sehen da doch schon letzte Jahren, wo eine Pensée-Chaussee oder eine Natur- und Umweltverwaltung alles, was 15, 20 Meter rechts und links von einer Straße, ich denke, Mama Mirsch aufhängt, was die kann als Bäm bezeichnen, dass man irgendwann, wenn man wirklich das alle Lettre umsetzen, eine Nullsicherheit zu garantieren, dann geht es kein Busch mehr. Oder per konsequent gibt man so, wir machen all Wanderwege zu Lützeburg zu oder machen Stoßen zu. Also natürlich muss das an einen gesunden Verhältnis in der Neidbuschgesetz sieht das ja eigentlich auch. Natürlich gibt es eine Aufsichtspflicht, natürlich muss ein Proprietärer mit ein Forest-Soumise, also Forest-Soumise manchmal immer Staatsallgemeinebüscher, respektive bei Privatbüscher, den Proprietär gucken, ob ein imminent Gefahr da ist. Aber kann nicht dahin gehen, dass ihn auf ausreilendem Gehorsam nenne ich mal allbeim Wäschheit die Kind empfallen. Also wie gesagt, du musst mal gesunde Menschenverstand erhalten, auch wie gesagt für als Büscher zu erhalten. Darf ich einfach durch den Busch spazieren gehen? Also weil du hast gerade privat Büscher auch angeschwärzt. Also ich meine, darf ich einfach nur quäsch, ob da sich nur die Steinpilze, darf ich da einfach überall hingehen oder wie aus der Roche? Ja, du geht jetzt gewissen Verschiedene Meinungen. Interpretationsfreiheit. Also am Prinzip also so, dass den ob alle Wege, die am Busch geht, sich darf zu bewegen. Aber das ist nur so, dass ihn trotzdem nicht einfach wirklich quer durch eigentlich darf zu laufen. Besonders nicht zum Beispiel an Deler, die als RFE, also Naturwaldparzellen ausgewiesen gehen, da muss ich strikt fair bleiben. Soll ich noch so von wie gesagt, die Geschichte mit dem Champignon blicken, da das einfach ein coutumier, wenn ich so kann so, und das ist einfach immer so gehen, die Leute können noch effektiv vom Weg raufkommen, ein Champignon blicken, weil sie wissen nicht im Weg. Ne? Sonst fängt kein Champignon. Mehr soll ich aber trotzdem im Moment die anderen Bewohner von dem Busch respektieren, ne, die auch ein bisschen Ruhe brauchen. Und dementsprechend nicht einfach rund her und rumlaufen auf schon für alle nicht einfach durch die, weil die Entdeckungen der Tisch, wo eventuell sich Steher könnte zurückziehen, die sollte schon respektieren. Ich wollte neigen op den Gesundheitszustand vom Busch zurückkommen. Das Jahr war ganz nass Jahr. Für 2-3 Jahre, die letzten 2-3 Jahre hat alle gefährt verdrichend. Lo also dann nicht aber denkbar, dass man sich erhält, wann die Situation, wann so weiter so gegen Renen wie bis logisch. Also wenn es immer gibt schief Renen, kann ich so, das ist mal positiv, das heißt immer, weil es den Wassermangel wärmer lässt. Das ist aber so, dass ja gleichzeitig auch mal eine Erhöhung von den Temperaturen. Das heißt, die Evapotranspiration hält auch dementsprechend zu. Ja, auch wenn es mehr regnet, und geht aber mehr warm, dann geht es verdunst viel mehr. Das heißt, dass ihr auf der einen Seite gewinnt, verlieren auf der anderen Seite. Das ist die eine Sache. An die andere Sache, also auch, dass man so ein ganz Partie von Prozessen am Bespurt, in dem Moment auch eben eventuell akzeleriert gehen, die auch eventuell kontraproduktiv könnte sind. Das heißt, wir lohnen uns just darauf zu hoffen, dass immer so viel reden. Ich meine, das fährt uns nicht aus der Krisensituation. Also auch für ein bisschen den Eindruck, dass es nur nässt oder ja, weil das viel ankommen ist. Also es fehlen immer noch über 2 Meter Rehen auf die Quadratmeter am Grundwasser. Also wir sind noch lange nicht ausgeglichen. An jeden, den ein bisschen in der Wehr so ein Lachmisch gesagt ganz schnell, dass
nur 20, 30, 40 Zentimeter den Boden nach dreschen lassen. Also das war wirklich zwar ein Drips auf der Wärme stehen, mehr, aber auch nicht ein Drips. Ich sinn Jolo ich sinn als Laien NRW op der sich no Lesungen wann trot bich dann lo am gangen ass auszustiwen okay können man se net ersetzen durch en einer Bam den der klimatische Situationen ugepasst ass. Also muss ich so, dass das natürlich früher so gesinnig ging als mit Ficht oder so Beam gesagt die sind auf Standorten die sind nicht wo sie nicht tigeriert, dass die Futti gehen respektiv mal Parasite wie den Mordkäfer zu kämpfen und das verständlich, weil man nie gemengt hatte, dass das Bicht trüppig die bei Eis so am Optimum ist, so am Verbredungsschwerpunkt ist, dass der Enker gibt und der Krake go so so an das ist erstaunlich, also wir hun an einem Busch bei ich nach zum Beispiel Meersunge gemacht. Ich war mal Brotbahn, ob den auch Verwaltung hat ihr Managementplan und so weiter abgebaut und das war Holzproduktion, die ihr berechnen könnt, wo den Dammherren davon von Holz auch brechen könnt, haben wir Bohrungen gemacht und geguckt, wie die verschiedenen Baumarten sich verhalten, auch an den dreschen Jahren. Und bis wie es also relativ schnell, wie es sich auch bei Sibirien oder viele von Sibirien an mir festgestellt, zum Beispiel, dass an den 3 letzten dreschen Jahren bis einfach abhält mit Wurzeln. Das heißt, an diese Büscher als kein Holz zu Wurzeln mehr, wenn man Büscher gucken. Aber zum Beispiel interessant, dass man noch bei Eschebohrungen gemacht, Eschewurst viel mehr los. Aber zum Beispiel auf den schweren Bierden am Osten vom Land, wo man festgestellt hat, wie gesagt, dass bis schlecht geht, respektiv so Futti geht. Aber ich stelle fest, dass dich weiter wiest. Los, aber auch bei den dritten Jahren wiest du weiter. Und das weiß da ist schon eigentlich, dass man natürlich auch einheimische Arten haben, die auf verschiedene Bierden besser stehen. An Klimawandel besser wegpuffern die anderen. Das wirklich ein zentraler Punkt, der Tisch Bierde Erte sind du wirklich standortgerecht an. Wie das Klima ändern sich natürlich auch im Moment Standortbedingungen für die verschiedenen Spessen an auch von Buch wahrscheinlich noch auf den Sürbelbeerdem, auf den sandigen gut trainierte Beerdem wahrscheinlich relativ gut nach der Fuckend, ob den schwere Beerdem as hoffnungslos voll. Du sind für allem dann Erte wie als auch einheimisch Echen, die du favorisiert sind, die gehen du wahrscheinlich geben die gut gehen, wenn man nicht große Problem hätte, an der das die immens heichwältigt. Wir haben Wöldicht Wöldicht, ja, mit immens heichwältigt, an die friessen Eis eben den Busch von der Zukunft weg. Für allem friessen sie die Arten weg, die Kinder in der Zukunft wichtig sind. Das heißt, das dann Ahornarten, das sind eventuell auch nach alle Begleiterarten, die Kinder den Zukunftsbusch ausmachen. Na, den sich wird ein bisschen verschmäht, das ist die Unkrautbüsche. Und das sind, wie gesagt, die an der Zukunft wahrscheinlich keine Rolle mehr werden spielen. Das heißt, dass weil mir verschiedene Arten, die ob die Kind setzen für die Zukunft, mehr aber verschiedene Probleme, die jetzt am Weg stehen. Kann der Busch da nur allein, du mal da eins gehen oder inwiefern muss dann nur der Mensch ergreifen, wenn der Mensch nach ein Busch für sich will hun? Ja. Also gibt es doch verschiedene Absichten. Wir haben eine relativ Naturno-Aussicht, selbstverständlich. Gibt auch Verfechter, die sagen, dass man südländische Arten nach hinten, also eine sogenannte assistiert Migration machen, natürlich, dass man südliche Arten sollen nach hinten pflanzen, respektiv Arten, die besser natürlich zu Weg kommen. Was ich nie dir vergisst, sind zwei Sachen, da denen das bei einer assistierten Migration, natürlich von den südlichen Arten nach hinten bringt, als Kalwanderen zum Beispiel mit Frost, oder aber eben noch Nationen wie das werden bleiben. Ne? Den Klimawandel bedeutet gerade, und da sehen wir bei all da an der Presse Extremen. Und auch die Arten gehen mit den Extremen nicht gut eins. Das ist ja nicht, dass man, wenn wir Arten einsetzen, die mit der Dreschen gut eins gehen, dass man so man das immer gerade. Der zweite Risk, der dabei immer besteht, dass, wenn wir eine fremdländische Art reinbringen, und das ist mit allem nachgegangen, bringen wir oft Parasiten mit.
Parasiten, die eigentlich nicht an einem ökologischen Gleichgewicht stehen, respektive nicht der Freund schwätze mehr, kein Friesfeinde nun. Das ist der Risiko, dass man als etwas auch hinholen, die vielleicht auch nach einheimischen Arten schädigen als gehen. Und das Hauptargument ist just da, dass all Art hat ein genetisch Spread. Und auch über ein epigenetisch, also für das ganz kurz zu erklären, das heißt, dass auch die Umweltabfluss können Abfluss auf Genetik von einer Art tun. Menge mir auf jeden Fall, dass als Arten genug Spielraum oder Bandbreite tun, für eigentlich Kinder dummer da umzugehen. Wir mussten sie natürlich losen können, und man muss natürlich auch über eine natürliche Selektion dann auch Genetik respektive Epigenetik bilden müssen. Ich wollte zwei Sachen so Rosch für drin, hast du von der Welt dicht geschwärzt. Ob das Thema wollten wir eigentlich, da dass wir dann kommen wir bei Thema Jürcht, und du wollten wir einen extra Podcast machen, weil das ein extrem interessantes Thema ist für den Mouvement Ökologique auch noch außen vielleicht zwischen der pur still sitzt mit seiner Position, wo man Position vom Mouvement Ökologique wirklich genau wollten durchlegen. Und dann hat er geschwärzt davon, dass ja, dat in de Bëch awer kann op eng gewësse derweis sech regeneriere losen, och deelweis awer ergreifen muss. Mir hunn extrem viel Privatbëch. Wët do Méiglichkeete, wo in als Staat kann so Die Möglichkeiten sind effektiv da. Und das nennt sich Subventionspolitik. Ne? Das heißt, den Staat oder den ganz Katalogen von Reglementer abgestellt, wo dann gesagt wird, wir müssen also ein bisschen mehr Natur noch lehen, dass an dementsprechend gehen dann noch Subsidien ausbezahlt. Ne? Das ist so, dass eben kein Rang Nolenhölzer, die bei so einem zukunftsträchtig sind, mehr dürfen gepflanzt gehen. An die Leute, die dann eben die entsprechend richtig Arten umsetzen, die kriegen auch entsprechend dann vergütet. Also just vielleicht auch für zu sagen, dass das ein kostspielig Unterfangen ist. Ne? Also wenn den Schwätzelnummer von einem Standort, wo viele Fichtestungen, die natürlich lo Futti gehen oder Futtigo sind, zum Beispiel gerne aufforsten mit einheimischen Arten, also ganz schnell pro Hektar bei Sommer von 12.000 Euro. Ne? Je nachdem, ob ihn dann zum Beispiel ein Zong nach Fleisch muss rundherum machen, ein Wildzong. Ne? Also das ist neu gesagt, dass da eine Envergure ist, die auch für Privatmann nicht so einfach zu stemmen. Weil ich mich bei der Thematik froh, wenn man einfach gesehen, dass man so viel Probleme haben, für das aber verschiedene beim Wursen an mir will ja aber einerseits Büschun als Erholungsraum, wo man hingehen als ein Platz, der ist, weil er Sauerstoff zur Verfügung stellt, Wasser in der Büscher geht mehr geschützt wie du ob andere Flaschen. Das ist also ein ganz Multitude von Leistungen, wo der Büsch als so soll liefern. Und eng davon ist natürlich auch als Holzlieferant. Wie sieht dir die Situation, also überhaupt noch vertretbar, viel Holz aus den Büschern zu holen, wenn es dem Büsch nicht so gut geht? Also ich meine, momentan geht sowieso nicht ganz viel Holz aus den Büschern geholt, weil es einfach, wie gesagt, nicht mehr nur wiest. Ne? Momentan beschränkt sich quasi die Holznutzung oder den Holzausschlag von der öffentlichen Hand beschränkt sich auf die Bäume rauszuholen, die wirklich in Gefahr. Ja, okay. Die Bäume lernst, Straße lernst, Fähr rauszuholen. Und das ist der Gros von den Büschnutzen oder Holznutzen, die momentan nachgehen. Daneben, das ist aber ganz klar, das ist ganz klar auch dafür, dass der Busch auch soll Holz produzieren. Ja? Just, wie gesagt, momentan ist das nicht mehr dran. Ja? Und das ist auch nicht dran in der Form, wie sie bislang geschieht ist. Ja? Das heißt, also muss ich auch gucken, ich meine, wenn wir von Holznutzung schwätzen,
Wehenholz, ne? Schweizer mal von qualitativem Holz, von Bauholz, auch von den Leuten gucken, draußen, ich will auch kein greifen, ne? Wenn den Müvel käft aus gepresste Spanplacken und nicht mehr aus gesäten Dill, respektiv aus Plastik, oder wenn Bauholz, wie gesagt, dann auch nicht mehr aus der Büscher kennt. Also ich gebe schon so, dass man zumindest qualitativ Holz oder qualitativ Holz das Büsch sollen holen. Ziel soll muss weiter bleiben. Gibt das natürlich auch dabei immer Brennholz aufhält. Ne? Wir hatten, wenn ich ein bisschen mehr ganzheitlich denkt, auch der Büsch als CO2-Senke seid. Nicht nur der Büsch selber, der da steht, der dann eine gewisse Quantität von Kohlenstoffdioxid aufhängt, an über Zeit speichert, als ja auch die Idee, dass sie neben über bauen mit Holz, und zwar das Holz dauerhaft an als Häuser, an als Mivel angebaut gehen, eben dann auch eine dauerhaft CO2-Speicherung nicht. Und da weisen in der Sicherung zum Beispiel, dass auch zum Beispiel als Bischenholz über 80% nur 2 Jahre feiert sind, natürlich das CO2 immer in der Atmosphäre ist und eben nicht an den Mivelen oder mittlerweile gibt es doch Möglichkeiten als Leimholz oder Binder zum Beispiel auch als Bauholz anzusetzen. Und da das ein bisschen Dinge, dass man vielleicht als Holz billig bradieren oder eigentlich nicht qualitative Nutzung von Holz ausstellen. Wieso du ginnet effektiv mittlerweile auch in Europa gedenk Industrie, die wirklich auch mit mannerwertchem Bischenholz, Leim fixiert Breder an dünne Mächt, mit denen die wirklich kann auch Gebäudigkeiten abrichten. Ja, das heißt, es gedenkt Zukunft. Trotzdem geht das, man muss uns momentan vielleicht ein bisschen Trick schrauben, jetzt gucken, ob wir mehr an die Situation kommen, dass das Böscher wirklich können fußen. Ja. Was gibt dir dann, lo, falls bei den Leuten, die nur lauschen, auch lo Büschbesitzerinnen dabei sind, was gibt dir hin, lo Uroden, was sie lo sollen machen? Also, da ist das, ich meine, auch kein von uns Verbanden, weißt du, wie weitergeht, wie die Zukunft geht. Ich meine, das sicher ist auf jeden Fall mal nicht alle Äpfel an die Kurve fliehen. Ne? Wir kommen ganz oft von Monokulturen, das heißt, wo man dann das sogenannte Brotbaum, ob das dann noch Ficht war oder Pich, dann oft monokulturartig auf Großflächen umgepflanzt oder gefördert haben. Für Reismengen ist ein Zukunftsbüsch auf jeden Fall ein mehr Erdebusch, viel Erdebusch, wo da mehr Erden zu gehen. Wann eng Erde wegfällt, ob es klimabedingt ist oder durch einen Parasit, wir haben nämlich auch, dass wir nicht verschweigen, durch die Klimawandel auch eine Partie oder eine Schwächung von der BMA4 gerufen. Ne? Wir haben Dulmestirbe gehabt durch den Kieberlik, wir haben Däschelstirbe gehabt, Triebsterben durch den Champignon. Wir haben Ahorner, die im Moment auch Futter gehen, also Natur ist schon massiven Druck. Ne? Und wie gesagt, das ist nicht voraussehbar, was wird am 50 oder 100 Jahre, wir schwätzen halt von 3 bis 5 Generationen, wenn ihr von einem beschwätzt, ein richtig beschwätzt. Das können wir nicht voraussagen. Ich meine auf jeden Fall, dass ich als Buschbesitzer publik oder privat das auf jeden Fall mit einem Mehrartebusch Chance, dass auf jeden Fall ein Motto, einer kann durch in einer auf jeden Fall nach etwas durchstehen wird, wie wenn einem Sachen hin und danach verdienen. Ja, und wenn ich meine, man muss dem Bürger eine Chance geben, für zu wissen, aber eigentlich von allem, für das dann der Kronenschluss kann zicatrisieren. Was meine ich mit den vielen einzelnen Bäumen, die am Gang sind, aufzustehen, kann natürlich die Sonne, an dementsprechend noch wärmt, dann trichend an dem Massiv selber ran. Und das ist genau das, was man muss vermeiden. Wir müssen zurückkommen auf ein typisches Buschklima, das heißt, schiert eben eine gewisse Temperatursenkung. Ne? Und dadurch, dass die Klima, an denen eben Bäume können optimal aufwachsen. Und musst du dann dementsprechend auch, wie gesagt, du musst die Buschklima
Also Rohstoff fällt mal ran, dass man auch an der Vergangenheit auf jeden Fall ein paar die Fehler gemacht haben. Wir haben die Büsch als Maschinen nur gepasst, wir haben Bretbüschstraße gebaut, wo ich kann man den Sechsachser irgendwo am Busch Holz aufholen gehen und drehen. Wir mussten die auch im Zoo wissen lassen, wie gesagt, das Büsch nicht ausrechnen, dass sie Mikroklima haben können abbauen. Wären durch die Flottendeitschen Rückegassen dazu. Die ist ja sehr relativ neu. Ja, das war, lass mal so kurioserweise, sind die Rückegassenpolitik als eigentlich eine Forderung gewährt von dem FSC, den nachhaltigen Holzzertifikat, für so dass Busch, den nach dem Zertifikat geriert wird, der braucht die Rückegasse, für das eben nicht Reser längs durch die Büscher vorgehen und Beeren vor dich gehen, als gut gehen, sie muss noch bestimmten Rückegassen, also wer die ungelöst bleiben. Und also, wie gesagt, ich meine, in den Zeiten, dass man so nach groß weiter Ausschließungen von den Büschern mit Rückegassen können noch leben, die Zeiten sind. Man muss für dich mal die Büschermenker zukriegen. Ne? Aber wir müssen in Richtung von Einzelbaumnutzung kommen. Das heißt, es wird gezielt geguckt, was für ein Baum kann ich nutzen zu welchem Zweck. Und dann gehen es heutzutage auch mittlerweile Maschinen, respektive auch mit Pferd, kann man eventuell machen. Mit genug mittlerweile Maschinen, wenn ihr seht, das sind dicke Baum, ihr zieht nicht mit Pferde raus, ihr tut auch Maschinen, die einzeln Stämmchen rausziehen, ohne den Boden zu schädigen. Weil der Boden ist eigentlich Kapital. Also muss ich vielen haben wir ja auch von der Holznutzung geschwärzt. Ganz klar so, dass aber immer nach einem großen Teil oder der größten Teil von einem bisschen Holz nach China geht, für Containern zu füllen, die eitel sonst zurückgehen. Und die Kollege hat immer Folgendes gesagt, wenn du in den Baum am Busch gesagt und du weißt, was du da willst machen, du da willst Miffel machen, ne? Da schlagen an, nach dem Miffel machen. Wie wenn es nicht mehr heiß für zu haben, oder als Angst, dass zu viel Holz noch wies, ne? Da lässt der Baum stehen. Und ich denke, dass man auch als Holznutzung, als Möbelproduktion und so weiter, müssen überdenken, auch vielleicht den Holzmarché, wie im Moment funktioniert. Der Roschert für den Schwert, dass man nicht mit Maschinen kreuz und quer durch den Bestand fahren, das wäre doch eine Obligation, wo man so wenn ein Jahr zu nah ist, kommen wir eben vielleicht nicht an den Bestand. Das ist doch auch, zumindest an öffentliche Bücher, wo dann 10-jährige Managementpläne bestehen, Plan de gestion forestier, wo ihr seht, okay, das ist ja also eben nicht gegangen. Ne? Wir konnten nicht mit der Maschine an den Busch fahren, ohne enorm Gläsen zu machen oder den Boden zu machen. Da gehen wir eben recht vielleicht die Jahre drauf an den Beschaffen. Ne? Also da brauchen wir auch eigentlich vom Marché mehr Flexibilität für einfach auch mehr Natur nur als Büscher zu bewirtschaften. Und ich meine, das auch eine Forderung, die Gemengen durchaus auch und die Plan de gestion forestier sollte stellen. Was wir dann etwas, was ihr auch wenn ihr keinen Busch besitzt, was weil du Leute nur lauschen, ich denke, ich will ja, weil du unbedingt irgendwie die Büscher unterstützen, ich will auch meinen Enkel kann nach dem Busch können weisen, kann ihn du irgendetwas machen? Rosch. Man Sicherheit kann etwas machen. Also, das ist, was man kann machen, das guckt man, was ist da momentan am meinem Busch, was tun ich da stehen von Erde. Ne? Und dann kann ich gezielt, wenn ich nicht von den Boden kennt, von den Hanglagen und so weiter kennt, da kann ich gezielt eventuell bestehenden Nullbestand urreichern mit bestimmten Lehrfelsen, weil das mit Sicherheit Zukunft von diesen Büchern an der Hautusters gehen es genug Fachleit, es gibt genug Broschüren, es gibt auch von der RNF, also von der Natur- und Forstverwaltung, ausgeschafften Bücher, wo ich kann ganz genau eben erkennen, was kann ich eventuell auf der Platz, wo ich mein schon mache, für den Dingen unsicher. Ja, du hast ja viel noch ein bisschen von dem
systemischer Leistung von der Büscher geschwert. Ich meine, man muss ein bisschen aufpassen. Also da nennen die immer bis zu die Kielwassertheorie, dass sie sieht, der Busch kann alles. Ne? Also ich meine schon, dass man es an den Prozess als ja am Gang, sowohl bei der Naturbuschverwaltung wie auch bei Privatleuten, dass man einfach auch sieht, wie eine Priorität hat für ein Gemeng, also zum Beispiel vielleicht echt ein Erholungsgebiet und so weiter. Ich meine noch ein Gemeng, wo der braucht eine Verantwortlichkeit für hier Büscher Richtung Zukunftsbusch zu entwickeln oder entwickeln zu lassen. Also ich meine, dass du aber auch den Insel de Bierger kann, mit seiner Stimme und dann nur an einer Umweltkommission oder irgendwie engagiert, dass auch vielleicht die Forderung oder den Druck aufrechterhalten, dass zum Beispiel auch die öffentliche Büscher dann zum Beispiel von einer Gemeng naturnah bewirtschaftet, respektive auch naturnah verjüngt gehen, am eben nicht vielleicht lo das Holz, was da gehaget auf China verkauft. Das heißt aber natürlich auch für den Leute, dass sie jetzt verhalen, was man auch Müvelkauf und so weiter umbelangt, der Busch auch schätzen. Ne? Also das kann ich nicht, wie gesagt, für ein paar Euro einen gepressten Spannplage kaufen gehen und auf der anderen Seite Plakatermolen dann für die Busch sind. Ne? Also wir sind schon auch dann konsequent sind und dann auch qualitativ Möbel kaufen. Ich höre für allem auch einen Mentalitätswandel raus, den eine Gesellschaft muss machen, die ganz viel für Drohnen auf Rentabilität und auf Geld machen aus ist, die einfach muss mehr nachhaltig denken. Das ist evident. Ja. Ich meine, Busch ist eigentlich auch steht für ein immens langlebig Lebewesen. Die Bäume, die gehen vor 100 Jahre alt. Ne? Dementsprechend muss ich noch sich klar sehen, dass die Nutzung von dem Holz, das produziert wird, entsprechend auch am kleinen Hit. Ne? Das wird ja gesagt, du kannst nicht einfach dann all paar Jahre bei dem engen anderen Mivelhändler remecken aus auf den Kopf rausgehauen und das geht dann an eine Verbrennung an der Körperamine besagt das dabei. Das heißt auch, wie früher die Mivelen von unseren Großeltern, die waren für ihr ganz Leben gedurcht. Und die waren noch, andere waren raus. Und die waren noch, wir werden weiter so, wir werden vielleicht auch nicht unbedingt immer sich vielleicht bewusst wären, dass den Radprodukt aus mir, weil sie einfach auch immens teuer wären. Holz ist eigentlich etwas immens teures, weil das braucht immens lange Zeit, bis es so groß ist. Bei mir schwätze immer von Zeit als Geld, mir an dem Fall kann ich so Holz, das eben einfach durch die Zeit, die braucht, bis es groß ist immens wertvoll. Also eine neue Wertschätzung auch von Mivel aus Massivholz. Und ich meine dazu dann auch, weil so schön seht, Green Jobs oder auch Möglichkeiten, die dann auch ihre Schreine und so weiter ein ganz Kaskat von Arbeitsplätzen schaffen kann. Also ich denke nicht, dass ihr spürt, wenn ihr eine Spannplatte kauft, wenn dann alle 10 Jahre Wäschkeit auf der Trotto ersetzt oder auf Sperrmüll fährt. Also das ist sicher eigentlich nicht der Sinn von unserer Bescheid. Ich werde auf jeden Fall meine alle Kleider schafft, die schon durch pure Generationen an unserer Familiengang aus mit anderen angucken. Ma dann just eng frohen von ich zwei. Wenn dir lo Minister werd an dem Mistlo für de Busch, weil erstohlen an Maßnahmen ergreifen, was wären 3 Sachen, die der Logift ugoen? Sag. Ja, also ich will wohl nicht einfachst. Ich meine, du hast schon nur gedeiht. Wir werden keine Naturverjüngung von einem Busch. Also als unmöglich. Einfach wenn es den Häschen Schulwild, also Reh, Hirsch, jeweils Muffelwild oder Dammwild nach dabei. Ich hatte nur geguckt gehabt, von wo man aus, ich meine, 27 Mal mehr Reh in Haut geschossen wie 1950. Und in der Nacht zu filmen, wir haben erst eine Experten kommen los, die als auch von Aufschusszwillen erzählen, die wesentlich mehr Heichleien an eng von den
Aufgaben, die ich als Minister gewonnen habe, wäre auf jeden Fall Durchgesetz abzumachen, Durchgesetz zu novellieren. Die Aufschutzpläne müssen auf wissenschaftlichen Zölle basieren, auf Weltschutzbasis, wo ihr guckt, wie groß ist der Weltdruck, ob eine natürliche Regeneration, und daraufhin muss die Aufschutzpläne festgelegt gehen. Das ist auf jeden Fall eigentlich das Hauptziel, wann ich der Minister wäre. Genau, du hast den alle Jofirren auch schon gesagt, dass wir über das Thema haben wir noch Futter für in einen weiteren Podcast. Roche, was du auch eine Mesure? Die Militär ist schon der Luft, oder? Das Wäschgall, Privilegien. Vielleicht müssen auch mich. Also, ich mengen wichtigste Forderung wäre, dass man müssen einfach auch den Klima in den Griff kriegen. Wir müssen probieren, wirklich als ganz Konsumverhalten an den Griff zu kriegen. Das ist nicht nur, wie viel dass man rundherum rennen mit Auto und mit Fliegen oder was auch immer, wie auch das, was wir alles so produzieren, für dann zu konsumieren. Auch da braucht man einfach eine immense Bremse. Ne? Und ich meine, das ist für mich die zentrale Geschichte. Wir müssen einfach uns klar sehen, wie die Leute immer so, wo sind eben nicht an den Himmel, als Konsumverhalten entsprechend auch nicht. Das heißt, wir müssen da total zurückgehen. Obwohl man die 3 zu gut hat, und erklärt, gebe ich dann natürlich nach Hochschließen. Ich meine, was das Primordial ist das Verständnis lebt zum Beispiel auch bei jungen Leuten fördern. Ne? Ich meine, da geschieht eine ganze Party, gibt ja Buschkirchen und so weiter, wo auch man kann rausgehen geht bei Alveda. Ich meine, das muss man fördern, weil da war Basis von unserer Lebensgrundlage. Also das wäre der dritte Pilier, wo man dann eine gemeinsame Minister an der Roger nicht, wo man da umsetzen. Maar dat zo meer. Ich vielmals merci. Wir zwei waren auf jeden Fall mehr wie gefangen von dem, was er zu erzählen hat. Und wir hoffen, dass wir euch nach einmal dürfen gesehen an einem anderen zu dem flotten Thema Jücht. Und Schlusswort kann ich dir erklären. Genau, ich so nicht natürlich auch ein herzliches Merci für diesen Austausch. Ich gebe noch als Nolausterer Bierden falls nach vorn oder zu dem Thema hun können Sie die gerne umchecken op natur@öko.lu und dann genau gucken wir wie ich zu antworten an natürlich das Episode auch mit Leute die da kennt delen die auch an diesem Thema interessiert sind. Und das ist als letzten Punkt gebe ich zwei nach einen Tipp bierden wo in der Lo in extra schöne Busch ihre Lieblingsbusch heuer Lützburg kann als kleinen Spazierziel steuern. Was gibt dir du nennen? Das gibt man ja nie so. Ah. Ach, ich meine schon, es geht eine ganz Party. Also mir wirklich, da muss ich so einfach durch die geologische Vielfalt und noch durch den Relief, den wir haben wir so unterschiedlich Buschgesellschaften. Und ich meine, jeder fand an ziemlich direkter Nachbarschaft von seiner Wohnung flotten Busch, den kann mit großer Fried durchschlafen. Also ich finde sich Lieblingsbusch an dem Land hier. Und sie sind alle nicht so schön wie die anderen, weil sie eben auch so unterschiedlich sind. Ich meine, dass das die Bergsteine für das, also einerseits geben wir ja das leider beim Platz trainieren, was ja nicht der Zweck von der Übung ist. Also ich meine, wir haben zum Glück noch ein paar schön groß, bisschen massiver, weil die Gringewald ja dann immer nach zum Teil mitgedacht, der Bredemswar Büsche oder so, das aber auch ganz Großbüscher nach sind, die aber nach 1000 oder 100 Hektar groß sind. Also für mich muss ich immer ein Geschlossenheit tun, dass ich eben nicht Hilfsbahnhofsleitung dir oder zu viel Leid begegnen. Also das ist auf jeden Fall etwas an Spengen, da kann ich für eine Singer Gemenge Singer am Gegel gucken, wo eine flotte Busch findet. Also mir merci. Mir viel geleiert. Ja. Merci. Bis die nächste Kerl. Lieb.